Merci, Herr Präsident. Den Text, über den wir heute schwätzen, als Adaptation vom Mindestlohn und der Entwicklung von Durchschnitts- oder von den Durchschnittslöhnen zu Lützeburg. Das ist etwas, was eine lange Tradition hat, was seinen Ursprung eigentlich am Gesetz von 1973 hat, wo da einer Berechnungsmodelle gesehen, wie den Durchschnittslohn soll ermittelt gehen, aber wo es eigentlich eine Tradition ist, zumindest wenn ich das bis an 80er Jahre können nachvollziehen, dass als 2 Jahre der Rapport da gemäht wird, wie Gesetze doch vorgesehen von der Regierung, und dass es dann die Chamber eine Mindestlohnerhöhung zustimmt. Das heißt, wir haben hier nicht mit etwas Exzeptionellem zu tun, mehr mit einer Praxis, die an den letzten Jahrzehnten sich zu Lützeburg glücklicherweise angebürgert hat. Das ist ein Element von der Lohnpolitik hier am Land, weil eben justement den hier will aussetzt, wo die Regierung auch wirklich einen Abfluss drauf hat, nämlich den niedrigsten, und das ist eben den Mindestlohn. Das heißt auch, die Erhöhung von 22,5 € als eng, die dürfen konsequenterweise auch von der letzten Regierung angeholt ist, an einem Regierungsrat führende Wahlen, an just ein paar Tage nach den Wahlen, als ganz Dokument deposiert gehen, nach von dem Herr Kersch, seinem Vorgänger, dem Herr Schmidt. Das gesot mengglisch als wichtig, weil an der ganzen Diskussion um Mindestlohnerhöhung der aber ein Element soll sein, und dafür schenkt es mir ganz wichtig, dass den betont, dass der Teil ein Element ist von unserem Code du Travail, den eine ganz lange Tradition hat, an die sogar Regierungen nicht auf Frage gestellt haben, die definitiv mehr fern vom neoliberalen Lemmes gebasst wären, wie eventuell die heuten. Das schenkt mir wirklich wichtig zu sehen, weil es gibt an dieser Erhöhung um 1,1%, das Zweites, was auffällt, von den sich da guckt, der Erhöhungen aus den letzten Jahrzehnten, als dass die zweitniedrigste ist. Just 2014 war eng 0,14 waren die noch mehr niedrig als wie die heute. Da waren sie 0,1%. So ist es an der Geschichte von dem doten Modus die zweitniedrigste. Das tut natürlich mit der Lohnentwicklung zu Lützeburg insgesamt zu dienen. Mehr muss ich auf jeden Fall all die Argumente entkräften, die dann eventuell so es hat einen negativen Einfluss auf die Kompetitivität von den Betriebe, worauf ich zum Schluss will kurz argumentieren. 1,1% Mindestlohnerhöhung, 22,5 € brutto, das ist etwas, was 6.000 Leute betrifft. Und für die Stadt ein bisschen mehr für einen Abend zu feiern, habe ich geguckt, was das dann für meine Gemeinde bedeutet. Für die Stadt, aus der ich komme, nämlich Stadt Esch, bedeutet das, dass 36%, mehr wie alle dritten Salariés von Esch als von der heutigen Mesure betraf. Und das ist enorm viel, wenn in der Stadt an der größten Ordnung du vorstellt. Dann sieht aber natürlich auch etwas aus über die ungleich Einkommensstrukturen über das Land. Wir meinen, Herr Präsident, dass es ganz wichtiges Prinzip ist vom Mindestlohn, dass der Mensch den Vollzeit schafft, dass den muss können von dem Lohn, von seiner Arbeit auch können dezent an eierbar liewen an dat virun de Sozialtransferen, de je no persönlicher Situation oder Familiensituation eventuell zusätzlich urecht hat. An die Diskussion, die man de vergangenen Mänder Joren hatten rund dem Tisch vom Mindestlohn hue für allem dummer da zu dienen, dat man gesinn hun, dat der Mindestlohn genau den dote Prinzip nimme gerecht gött, dat nämlich in den unqualifizierte Mindestlohn aus nimme kapabel als ohne Sozialtransferen ein dezent Leben zu feieren. An Tendenz, die man observiert tun an den letzten Jahren, geht echt an eine ganz negative Richtung. An den letzten 10 Jahren hat sich das Armutsrisiko von 13,5 auf 18,7% aus den Blut gegangen.
an derselbe gilt für Working Poor, wo notamment so ganz viel drinnner sind, die op den Mindestlohn ugewiesen sind, den als an Blutgang den To von 9,3% op 13,7 an die zwei Tore sind die absolute Rekorder, Negativrekorder, die man bislo an der Zter der Mosung von den doten Toen hun. Am grad Working Puren sind die am meisten wo de Fett, dat den Zuel an Blut geht, an den Tor an Blut geht, wo dat am meisten revoltieren, dass, weil het wesentliche Prinzip vun engem Gesellschaftsvertrag, den doranner besteht, dat grad Leute die Vollzeit schaffen, dat die eher beilewen, den da frohstellt. An du vermengemer net nimmen als Link mit Summe mat de Gewerkschaften an der Salariatskummer, dat het iwwerfällig gewircht wie he zu Lützeburg eng strukturell Erhechung vum Mindestlohn durchzufeieren, an dat zwar brutto net weil man unbedingt Patronat wielten bestrofen, mir weil brutto für allem bedeit, dat dem Brutto einer Leistungen einer Prestationen gebunden sind, hue den direkten Abfluss op Hanno Pensionshäich, hue den direkten Abfluss Hanno darüber, wann in eventuell an de Chômage gerät etc. etc. Also mir mengen dat gerade sozialisierte Lohn den auch wichtig ist, den dem mat hecht, weil so schaffen wir dummer da eigentlich nicht da nicht wie Tongerrenten von der Zukunft. Ein Problem, das wir zuletzt observieren, ist die allgemeine Lohnentwicklung. Und du hast Salariatskummer an ihrem Sozialpanorama rechnet, dass die niedrigen Löhne über 20 Jahre gesehen, die letzten 20 Jahre wesentlich Männer heich geklommen sind wie die Heischlöhne. Die Heischlöhne sind an der Moyenne von den letzten 20 Jahren bald doppelt so sehr geklommen proportional wie die niedrig, und genau das Ausdruck von der sozialen Schere, die wir zuletzt erleben. Und noch das haben wir an dem Rapport, den die Regierung als Dokument schon diesem Gesetz annexiert hat, festgestellt. Und in zwei Zahlen, die du an den sprangen hast, 2016 sind die Niedrigstlöhne oder den niedrigst konsiderierte Lohn, 20% gi nicht konsideriert, den niedrigst konsiderierte Lohn als par rapport zum 4 Jahr just 0,12% geklommen, par rapport wo im Gegensatz zu 1,02, also ningmal mehr, was den höchst konsiderierten Lohn geklommen ist. Das heißt, du entdecken mal, du erkennen wir ganz klar eine negative Entwicklung von der Lohndynamik, die besonders die innersten Salären betrifft. Gewerkschaften an Salariatskummer huet schon hier immer wie geschrieben, dat den eng Mindestlohnerhechung vun mindestens 10% brutto breicht fir den Ekart, den entsteht tschen sowohl denen Zllen vum Armutsrisiko, wat der relative Wert das wat ich da ausse, die wat sozial ungleichheet, wéi den vum Statek den iwwer dezent liewen, iwwer den Tod, de Budget de Referenz, den ich wirklich brauch, fir als Inseln können dezent ze liewen an dezent heescht, Mënsche würdech ze liewen, dat den du wesentlich méi bereicht, wie dat wie de Mechanismus, den man haut stimme werden. Bon, schon 2 Jahre habe ich auf dieser Platz schon eng Rede gehalten. An 2 Jahre war da so, dass wir neue Rekordwerte hatten, was das Auseinandergehen von der sozialen Schere angehangen ist. 2 Jahre hat man dem Moment 11,9% Working Poor. Das war dem Moment auch schon ein historisch hoher Wert. An du no hast da gesot gin ja mehr mache lo die sozialste vun allen Finanzreformen an dat wird een Element du vun der sinn, wat du zu beidreht, dat den to zurückgegangen ass de Finanzreform aus 2017 erkraft, aber gesinn an den Zllen einfach dat ze neicht brot huet mit der Zllen eich danach weiter an Blutgänge sinn an dat net dufir den enzegen erwichtegen Hiwel kasin me dat de wichten Hiwel de muss sinn vun der Bruttomindestlohn Erhechung fir déi mehr och nach selber ëmmer stindes ze summen wie gesot mat den Gewerkschaften. Mch huet awer Appes an der Argumentation vun enger Berufskummer besonnech amüséiert, etwer Chambre des Métiers, die argumentéiert huet, Beispiel vun der Konstruktion, dat den negativen Abfluss kind hunn op Kompetitivitéit.
Also es gibt Bereiche, wo den negativen Abfluss kein tun, und das ist nur Restbereich, weil du effektiv den einzigen Bereich hast, wo Bruttolohn am Ausland ein bisschen am gilt doch just für Deutschland ein bisschen unter denen von Lützeburg leihen. An all den anderen Bereichen leihen Bruttolohn zu Lützeburg nicht über denen von Frankreich und aus der Belgien aus Deutschland. Dafür gerade das tote Beispiel zu holen, als nicht ganz günstig gewählt, aber Mengen dürfen auch wie sich die Entwicklung von der Konstruktion, die schon auf andere Faktoren angewiesen ist, wie zum Beispiel öffentliche Investitionen etc., dass das keinen Einfluss drauf hat. Meine Zeit ist aufgelaufen, Herr Präsident. Ich gesehen, dass ich ging den Akkord von uns als Link für den Mechanismus, den wir hinter Jahrzehnten anwenden, auch das hier umzuwenden. Und ich bin wirklich aber ganz gespannt, wie die 100 € netto den 1. Januar sollen zur Summe zustande kommen, weil du auch nach einer Bruttoerhebung ein Deal zumindest, so wie ich am Koalitionsakkord gelesen habe, dabei wie das dann retroaktiv verraschend, das Geheimnis, denken ich, wird der Minister als Hanno erklären. So nicht, merci. Merci vielmals, Herr Baum. Letzten angeschriebene Redner als honorablen Herr Marc Görgen. Herr Görgen, die Wort.